Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. U wie Unterricht im Mittelalter. Gab es Schule auf Burgen? Immer wieder höre ich und sehe es leider auch in so manchem historisch angehauchten Video, die Behauptung, die Menschen im Mittelalter waren dumm. Die konnten ja nicht einmal lesen und schreiben. Aha. Und so ist es doch leider auch auf Führungen, ob in der Stadt, historische Führung, oder auf einer Burg, historische Führung. Immer wieder kommt es vor, dass gesagt wird, dass die Menschen im Mittelalter so etwas bauen konnten, ist erstaunlich, dass sie nicht lesen und nicht schreiben konnten. Und dann kommt gleich die Meinung auf, die waren dumm im Mittelalter. Das klingt ein bisschen wie die ebenso beliebte Formulierung vom finsteren Mittelalter. War es denn wirklich finster? Gab es keine Sonne, kein Licht? Saß man dauerhaft im Dunkeln und stolperte über die Burghöfe? Natürlich nicht. Auch im Mittelalter schien die Sonne. Man nutzte Kerzen, Kienspäne oder Öllampen. Es war also keineswegs dunkler als nötig. Und genauso verhält es sich auch mit der Bildung. Ja, es gab keine Schulpflicht. Nein, es gab keine Grundschule mit Pausenglocke und Elternabend. Und ja, der Alltag der meisten Menschen war stark von Arbeit geprägt. Aber das heißt nicht, dass Bildung keine Rolle spielte. Gerade auf Burgen, dort wo ein Herrschaftssitz verwaltet, verteidigt und repräsentiert werden musste, war Ausbildung sogar ausgesprochen wichtig. Nur eben anders organisiert als heute. Schauen wir also einmal genauer hin. Auf den Unterricht im Mittelalter. Die Schule auf der Burg. Bildung im Mittelalter. Kein Einheitsmodell. Unterricht im Mittelalter hing stark davon ab, wo und für wen gelernt wurde. Bildung war nicht standardisiert, sondern stand im Dienst eines konkreten Ziels. Kirche, Verwaltung oder Adel. Die Bildungszentren. Klosterschulen. Die wichtigsten Bildungsorte waren kirchliche Einrichtungen, Klöster oder Domschulen. Ein berühmtes Beispiel ist das Kloster St. Gallen, das über eine bedeutende Bibliothek und Schule verfügte. Eine Schule im Kloster St. Gallen ist spätestens im frühen 9. Jahrhundert eindeutig nachweisbar und steht im Zusammenhang mit der Bildungsreform Karls des Großen, der Klöster ausdrücklich zur Einrichtung von Schulen verpflichtete. Bereits um 820 zeigt der berühmte Klosterplan von St. Gallen eine eigene Schulbereiche innerhalb der Anlage. Ein bemerkenswert früher architektonischer Beleg für organisierten Unterricht im Mittelalter. Dabei gab es nicht nur eine innere Schule für angehende Mönche, sondern auch eine äußere Schule für Laienknaben, darunter durchaus auch Adlige. St. Gallen entwickelte sich so zu einem bedeutenden Bildungszentrum des Frühmittelalters, bekannt für Lateinunterricht, Musiktheorie und seine außergewöhnliche Bibliothek, ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Bildung im Mittelalter keineswegs fehlte, sondern strukturiert und auf hohem Niveau betrieben wurde. Hier sehen wir den berühmten Klosterplan aus der Zeit um 820. Hervorgehoben der Bereich der äußeren Schule bzw. da wo die Schule mit den Lehrern untergebracht ist. Betitelt mit Domus Communis Istios Schola, Schola für Schule. Hier sehen wir das spätere Kloster von St. Gallen, im Prinzip fast so wie das in der heutigen Form erhalten ist, natürlich sehr barockisiert im Gegensatz zum frühmittelalterlichen Kloster. Domschulen. Bereits seit dem 9. Jahrhundert nahmen Domschulen nicht nur angehende Kleriker auf, sondern auch sogenannte äußere Schüler, also Jungen aus wohlhabenden oder adligen Familien, deren Eltern sich eine Ausbildung leisten konnten. Diese Entwicklung hängt eng mit der karolingischen Bildungsreform zusammen, die Unterricht am Bischofssitz ausdrücklich förderte.
So ist es etwa die Domschule von Würzburg seit dem 8. Jahrhundert belegt, die Domschule von Mainz zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert oder die Domschule von Köln ab dem 9. Jahrhundert als Bildungsstätte nicht nur für die Domkleriker, sondern auch für Laienknaben nachweisbar. Unterrichtet wurden vor allem Latein als Sprache von Kirche, Verwaltung und Wissenschaft, Grammatik, Rhetorik und Logik im Rahmen des Triviosums, sowie grundlegende Kenntnisse in Rechnen, Musiktheorie und Astronomie aus dem Quadrivium. Ziel war weniger eine Allgemeinbildung im modernen Sinn, sondern die Vorbereitung auf kirchliche Ämter, Verwaltungsaufgaben oder eine gehobene Stellung im Dienst eines Landesherrn. Und so könnte eine mittelalterliche Domschule ausgesehen haben. Wir haben einen Unterrichtsraum und im hinteren Bereich einen Andachtsraum. Auch hier sehen wir eine Domschule, diesmal die Domschule zu Güstrow. Man sieht schon im Prinzip, wir sind in der Neuzeit bzw. im frühen Barock. Lateinschulen in Städten. Ab dem Hochmittelalter, also etwa seit dem 12. und 13. Jahrhundert, sind in vielen Städten des Heiligen Römischen Reiches sogenannte Lateinschulen belegt. Sie entstanden meist im Umfeld von Pfarrkirchen, Stiften oder Domen und wurden teils auch von den Städten selbst getragen. In ihnen lernten Jungen, Mädchen hatten in der Regel keinen Zugang, lesen und schreiben, vor allem aber Latein als Sprache von Kirche, Gelehrsamkeit und Verwaltung. Hinzu kamen Kirchengesang, Grundlagen der Rechenkunst sowie Teile der 7 freien Künste, insbesondere Grammatik. Solche Schulen bereiteten begabte Schüler auf ein Universitätsstudium oder auf eine Laufbahn im kirchlichen und städtischen Verwaltungsdienst vor. Hier sehen wir aus dem Codex Manesse den Schulmeister von Esslingen, etwa aus dem frühen 14. Jahrhundert. Und hier nun rechts sehen wir den Schulmeister mit seinen Schülern, etwa aus dem 16. Jahrhundert, des Schweizer Künstlers Jost Ammann. Und man sieht, selbst der Lehrer hatte schon zu dieser Zeit seine Mühe und Not mit den Schülern. Und hier sehen wir die Lateinschule etwa um 1580 in der Stadt Weißenburg, rechts daneben die Pfarrkirche. Die Wurzeln dieses Unterrichtswesens reichen also weiter zurück als gedacht. Bereits im 8. und 9. Jahrhundert entstanden im Gebiet des heutigen Deutschlands bedeutende Kloster- und Domschulen, gefördert durch die Bildungsreform Karls des Großen. Ein frühes und gut belegtes Beispiel ist das 744 gegründete Kloster Fulda, in dem spätestens um 800 systematischer Unterricht in Latein und den freien Künsten stattfand. Ähnliche Schulen bestanden auch in anderen Klöstern. Während also die ersten organisierten Bildungszentren an Klöstern und Bischofssitzen entstanden, verbreiteten sich Lateinschulen erst im Hochmittelalter flächendeckend in den Städten. Universitäten, neues Wissen. Ab dem 11. Jahrhundert entstand in Europa eine neue Form der organisierten Gelehrsamkeit, die Universität. Als älteste durchgehend bestehende Universität Europas gilt die Universität von Bologna, die ab 1088 nachweisbar ist und besonders für das Studium des Rechts berühmt wurde. Links sehen wir ein Bild etwa aus dem 15. Jahrhundert, das aus der Universität Bologna stammen soll und die deutsche Nation dort darstellt. Das rechte Bild zeigt den Saal der Anatomie der Universität Bologna, etwa aus dem 17. Jahrhundert. Wenig später entwickelte sich die Universität Paris zu einem führenden Zentrum der Theologie und Philosophie. Hier, wie auch an anderen Hochschulen, studierte man vor allem Theologie, Recht, Medizin und die Arte Libris, also Philosophie im weitesten Sinne. Diese Einrichtungen waren keine Schulen im heutigen Sinn, sondern Kooperationen von Lehrenden und Studierenden, die sich selbst organisierten und besondere Privilegien besaßen. Und hier sehen wir die Universität Paris im Mittelalter, unterrichtende Lehrer, also Doktoren, und auch hier studierte Balduin von Luxemburg. Dieses Bild zeigt ebenfalls den Doktor und seine Studierenden, angeblich auch aus der Pariser Universität. Im Gebiet des heutigen Deutschlands entstand die älteste Universität erst im 14. Jahrhundert, die Universität Heidelberg, gegründet 1386.
Universitäten bildeten damit die geistige Elite des Mittelalters aus und zeigen deutlich, dass höhere Bildung lange vor der Neuzeit industriell verankert war. Hier sehen wir den historischen Hörsaal der Universität Heidelberg. Bildung für Mädchen im Mittelalter. Und auch die Mädchen dürfen wir nicht vergessen. Zwar erhielten sie seltener eine formelle Schulbildung wie Jungen an Dom- oder Klosterschulen, doch Erziehung und Ausbildung waren für sie selbstverständlich, nur eben anders organisiert und stärker auf ihre gesellschaftliche Rolle ausgerichtet. Auf einer Burg übernahmen meist die Burgherrin, erfahrene Hofdamen oder auch der Kaplan die Unterweisung. Dabei ging es um religiöse Bildung, um angemessenes Auftreten, um Haushaltsführung und Organisation eines großen Hofes, ebenso wie um Handarbeiten, Textilherstellung und die Versorgung der Burgbewohner. Denn eine adlige Frau war nicht nur Ehefrau, sondern Verwalterin, Repräsentantin und im Fall der Abwesenheit ihres Mannes mitunter sogar Verantwortliche für die gesamte Burg. Hier sehen wir ein Bild aus der Zeit um 1450, auf dem Geoffrey de la Tour seine Töchter unterrichtet. Und hier sehen wir ein Bild aus der Zeit um 1469, auf dem die adlige Dame mit ihrer Musikkunst aufwartet. Darüber hinaus konnten Mädchen, besonders aus adligen Familien, in Frauenklöster eine durchaus fundierte Bildung erhalten. Dort lernten sie Lesen, Schreiben, liturgischen Gesang und den Umgang mit religiösen Texten, teilweise sogar in Latein. Klöster waren für Frauen im Mittelalter oft Orte echter Gelehrsamkeit. Bildung bedeutete also auch für Mädchen Vorbereitung auf Verantwortung, im Haushalt, in der Verwaltung, in der Frömmigkeit und nicht selten auch in politischen Einflussnahme. Hier sehen wir die schreibende und lesende Dame aus dem Manuskript, das Buch der Stadt der Frauen um 1405. Bildung kostete selten Schulgeld, aber Unterhalt. Bildung im Mittelalter war grundsätzlich möglich, doch sie hatte ihren Preis. Ein festes Schulgeld gab es meist nicht. Entscheidend waren vielmehr Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und vor allem Bücher, wenn ein Kind eine Kloster- oder Domschule besuchte. Für einen auswärtigen Schüler konnten jährlich etwa 10 bis 30 Silberpfennige anfallen. Das entsprach mehreren Monatslöhnen eines einfachen Arbeiters. Hinzu kam, dass das Kind in dieser Zeit nicht zur Arbeit beitrug. Bildung war daher weniger eine Frage des Wollens als der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Noch kostspieliger war die Erziehung auf einer Burg. Ein Junge lebte dort viele Jahre als Page und Knappe und musste standesgemäß ausgestattet werden. Auch der Aufenthalt von Mädchen in einem Frauenkloster war oft mit einer Mitgift oder Stiftung verbunden, die beträchtliche Werte erreichen konnte. Bildung war im Mittelalter also keineswegs selten. Sie war jedoch stark von sozialer Herkunft und finanzieller Kraft abhängig. Dieser Auszug aus einem Manuskript des 14. Jahrhunderts soll die Klosterschule, den Lehrer mit seinen Schülern darstellen. Ein Unterrichtstag auf einer Burg im 14. Jahrhundert. Schauen wir uns einmal einen solchen Unterrichtsalltag auf einer Burg im 14. Jahrhundert an. Wir brauchen erstmal eine Burg. Eine echte Burg bitte. Jawohl, schon besser. Nehmen wir diese und versetzen sie jetzt in das 14. Jahrhundert. Jetzt sehen wir die Burg im 14. Jahrhundert, mit ein bisschen Augenzwinkern. Auch auf Burgen gab es Unterricht, auch wenn er nichts mit Klassenzimmern, Pausenglocke oder Stundenplänen zu tun hatte. Die Jungen und Mädchen einer Burg verbrachten ihren Tag keineswegs untätig, sondern durchliefen eine klar strukturierte Erziehung. Stellen wir uns eine Burg im 14. Jahrhundert vor. Der Tag begann früh, meist kurz nach Sonnenaufgang, mit dem Morgengebet in der Kapelle. Religion war kein eigenes Schulfach, sondern durchzog den gesamten Alltag. Wir sind in der Burgkapelle und die Familie des Burgherrn mit Kaplan betet zum Morgengebet. Anschließend unterrichtete der Burgkaplan die jungen Adligen im Lesen, häufig in Latein, im Auswendiglernen von Gebeten und den religiösen Texten. Manchmal gab es erste Schreibübungen auf Wachstafeln. Nach einer kleinen Mahlzeit folgte die höfische Ausbildung,
Benehmen, korrektes Auftreten vor Gästen, Musik oder Gesang und praktische Dienste am Hof gehörten dazu. Denn ein Ritter musste nicht nur kämpfen, sondern sich auch repräsentativ verhalten können. Hier sind wir im Rittersaal, sagen wir im Burgsaal. Und die Familie ist versammelt und der Kaplan auf der linken Seite unterrichtet den jungen Adligen, während im Erdgeschoss das alltägliche Burgleben stattfindet. Vorräte einbringen, Essen vorbereiten und so weiter und so fort. Auch das gehörte zur Ausbildung. Höflicher Umgang am Tische, singen mit der Laute, vielleicht musizieren und so weiter. Und auch die Burgküche war Unterrichtsraum, unter anderem für die Mädchen des Burgherrn, also die Töchter. Die Burgherrin nahm also die Töchter mit in die Küche zum Beispiel, um sie in die täglichen Aufgaben der Burgverwaltung zu unterweisen. Im weiteren Tagesverlauf wurde es körperlich anspruchsvoller. Unter Anleitung eines Ritters, Waffenmeisters oder des Burgherrn standen Reiten, der Umgang mit Holzschwert oder Übungslanzen, Kraftübungen sowie Bogenschießen oder Jagdvorbereitungen auf dem Programm. Lernen geschah hier vor allem durch Nachahmung und Übung. Und wieder auch ein Unterrichtsort, der Burghof, wo mit dem Schwert geübt wurde, das Reiten geübt wurde oder auch das Bogenschießen. Der Nachmittag war weniger theoretisch, sondern diente der Praxis. Junge Pagen beobachteten Verwaltungsaufgaben, erledigten Botengänge, sahen Handwerkern zu oder nahmen am höfischen Leben teil. So lernten sie, wie eine Burg tatsächlich funktionierte. Und in unserem Fall hat die Burg auch eine Burgschmiede. Und auch hier war Unterrichtsort. Was wurde benötigt für den täglichen Bedarf? Nicht nur an Schwertern oder sonst irgendwas, sondern wirklich, was wurde benötigt? Vielleicht zum Beispiel nur Hufeisen oder Nägel für die Dachdeckung und so weiter. Auch das gehörte zum Unterricht. Am Abend, wenn es ruhiger wurde, gehörte man vorgelesene Geschichten, Heldensagen oder religiöse Texte. Und ganz nebenbei prägten sich Werte wie Ehre, Treue, Loyalität ein. Der Tag endete früh, denn künstliches Licht war kostbar. Und am nächsten Morgen begann alles von vorn. Vielleicht ging es ja am Abend gemütlicher zu, in der Kemenate, in der sogenannten Stube. Man lauschte den Erzählungen, hörte des neuesten Klatsch und so weiter. Und wer jetzt denkt, auf einer Burg des Mittelalters gab es kein Vergnügen, gab es keine Freizeit, der irrt. Wie hier auf der Burg Runkestein sehen wir Fresken, die zum Beispiel höfische Damen und Herren darstellen, die Ball spielen, die tanzen, die zur Jagd gehen. Und natürlich auch dem Lanzenturnier frönen. Unterricht auf der Burg war also hofinterne Erziehung. Unterwiesen wurden vor allem Söhne des Adels, mitunter auch Töchter sowie Jungen, die als Pagen oder Knappen dienten. Feste Lehrer in modernen Sagen gab es nicht. Der Burgherr oder einfach ein erfahrener Ritter vermittelten Reiten, Waffenkunde und ritterliche Tugenden, während der Kaplan Lesen, Schreiben und die religiöse Unterweisung übernahm. Ein junger Adliger durchlief dabei meist 3 Stufen, vom Pagen über den Knappen bis zum Ritterschlag. Manche Adlige wurden zusätzlich außerhalb der Burg ausgebildet und besuchten eben Kloster oder Domschulen. Etwa das bedeutende Kloster Fulda, das im Frühmittelalter ein Zentrum der Gelehrsamkeit war. Dennoch konnten viele Ritter nur begrenzt lesen oder schreiben, denn die Verwaltungsaufgaben übernahmen häufig Geistliche. Und das war keine Dummheit, sondern schlicht Arbeitsteilung innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft. Schule im modernen Sinn gab es auf Burgen also nicht, wohl aber eine durchdachte und lebensnahe Ausbildung. Fazit: Waren die Menschen im Mittelalter also dumm? Nein. Bildung war nicht allgemein, nicht staatlich organisiert und nicht für alle zugänglich. Aber sie war zielgerichtet, funktional und oft erstaunlich anspruchsvoll. Das Mittelalter war weder finster noch bildungslos. Es war anders strukturiert. Auf Burgen gab es keine Schulbank mit Stundenplan, sondern eine Erziehung, die genau auf das Leben vorbereitete, das man führen sollte. Und vielleicht sollten wir uns daran erinnern. Auch heute bedeutet gebildet sein nicht automatisch alles zu können, sondern das Richtige für die eigenen Aufgaben zu wissen. Denn die Menschen des Mittelalters waren nicht weniger klug als wir.
Sie lebten nur in einer anderen Welt, mit anderen Anforderungen, mit anderen Formen des Wissens. Was hättest du im Mittelalter lieber gelernt? Latein oder den Umgang mit dem Schwert? Schreib es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.